Den zweiten Punkt, Herr Präsident, heute Morgen, das ist der Steuerpack. Hier haben wir ein ganz Rutsch von Steuermaßnahmen von den physischen Personen auf für die Betriebe. Für die physischen Personen wird der maximale Steuersatz von 38 auf 39% abgesetzt. Das bringt der Staatskasse 40 Millionen. Die Solidaritätssteuer geht von 2,5 auf 4, für die an der über 150.000 Euro an der Klasse 1 an über 300.000 Euro an der Klasse 2 auf 6%. Das bringt der Staatsbudget 43 Millionen, die für den Beschäftigungsfonds vorgesehen sind. Krisensteuer auf alle Revenuen, so wie man bei der Pflegeversicherung geht, wird mit 0,8% angefordert. Und das bringt dem Staat ein Reset von 85 Millionen an Beispiel der Freibetrag vom sozialen Mindestlohn. Also insgesamt bringen physische Personen über das 3 Maßnahmen 160 Millionen mehr Steuern an die Staatskasse. Mit Genommen von diesen 3 Steuern geschwärzt. Die wichtigste Erhöhung von den Steuern dürfen nach Hauptmann nach Kevut gefallen. Und das ist nämlich die Feiert Nicht-Upassung von der Steuertabelle und der Inflation. Nicht-Upassung von der Steuertabelle und der Inflation, das kostet die Steuerzahler 100 Millionen oder es bringt dem Staat 100 Millionen weiter an Staatskasse ran, laut den Informationen, die man von der Steuerverwaltung kriegt. Das ist also bei weitem die höchsten Steuererhöhung an die Dinge, die wir hatten, nicht geschwärzt. Es sind also keine 160 Millionen, die Leute müssen weiter Steuern bezahlen, aber es sind da 260, die Leute müssen weiter vom nächsten Jahr unbezahlen, also etwas mehr wie 10, bald 11 Milliarden alle Franken. Und die Regierung hat ja vorgesehen, dass an dieser ganzen Legislaturperiode die Steuertabelle nicht und die Inflation angepasst wird, sodass da die kumulativen Effekt kriegt, von der 2011 100 Millionen sind, das in der 2012 200, 13 300, 2014 400 Millionen. Das ist, wenn die Steuertabelle nicht und die Inflation angepasst wird, da bezahlen die Bürger längere DW an dieser Legislaturperiode 1 Milliarde mehr Steuern an die Staatskasse, und davon nicht bis heute Bannen nach K geschwärzt. Jetzt muss ich, wie gesagt, was den über die Steuererhöhung schwätzt, auch den Doten vom die wichtigsten, die bedeutendsten, der am meisten zuschlägt, muss ihn mit anrechnen. Leute gehen also von dieser Regierung, das kann ja richtig zu Oder gelost. Auf der anderen Seite, die Regierung spürt nach immer. Es wird so immer, und haben so Sprecher geklappt, wie wenn da Gift gemäht gehen, mit konkret mir den Neige und teuer neues Verwaltungen raus, von den Martine Leute schwätzt, dann soll Message auch bei ihnen nach nicht ankommen. Mit Geld geht weiter, Geld geht weiter zu Fenster raus, Steuergelder, die weiter verschwenden. Und dass die Leute am Land auch Probleme haben, das zu akzeptieren, Herr Präsident, das ist nicht ganz einfach so, weil führende Wahlen Leute belohnen. Die heute CSV-LSAP-Regierung hat versucht, die Leute die Impression zu gehen, führende Wahlen wie wenn Finanzen an der Reihe. Ich erinnere mich, gestern haben wir Konten vom Jahr 2009 gestimmt. 2009 war das Wahljahr. Das Budget aus 2008 gemäht ging. Aber wir können ja alle Debatten erinnern, die in Haibane waren, die Zeit schon, dass ganz Opposition, Berufschambret, den Conseil d'État, Cour des Comptes, Zentralbank, alle gut gesagt, die Chiffren, die in einem Budget wären, die wären falsch. Das Budget wäre viel mehr stark defizitär, aber weil es führende Wahlen war, an ein CSV-Nummer leben führende Wahlen kein defizitär Budget präsentiert, als das Budget einfach mit Lieberheit durchgebatscht ging, aber spätestens gestern, wie man kommt und gestimmt haben, haben wir recht mit alle die führende Wahlen gesagt, dass das Budget von 2009 ein defizitäres Budget war. Mehr wie gesagt, CSV hat wollten die Leute weismachen, dank der Weitsicht von der CSV-Finanzpolitik während Finanzen nach anderen. Dafür braucht es sich auch nicht zu wundern, dass die Leute haut Probleme haben. Und dafür braucht die Leute schon zu wundern, dass die Regierung an sich Probleme haben, dann sie müssen wir nicht streiten, weil sie eben die Leute führende Wahlen falsch Informationen gegen Leute regelrecht belohnen, also mit der Situation konfrontiert sind und dafür auch Probleme haben, für eben können das die Leute glaubwürdig rüberzubringen. Ein weiterer Maßnahme als Krisensteuer, die temporär angefordert wird,
mit einem höchsten Punkt von 0,8%. An der Bipartit, an einer von den Bipartiten, als nun gesagt gehen, die gibt nimmen für 2011 zählen, und da gibt es im Jahr 2011 geguckt, ob zu 2012 weiter gefordert gehen. Der Rapport wird versucht zu erklären, weil er sieht, dass das eben eine temporäre Maßnahme, auf der Regierung so nicht mehr will, bis 2012 verlaufen lassen, haben wir das eben das Gesetz. Es ist auch eine temporäre Maßnahme, Herr Präsident, wenn wir bis 2011 gibt am Gesetz stehen. Das wird auch ein temporär. Und das gibt dann am Abklang stehen, mit dem, was die Regierung der Belze gesagt hat, und das am Abklang stehen, mit dem, was sie mit den Gewerkschaften klappte. Aber wenn die Regierung aber ein Projekt 2012 setzt, dann muss das nächste Jahr hin oder so, wir lassen sie 2012 nicht laufen, wenn sie zu ihrem Wortfeld stehen, was sie noch Belze gehen. Es wäre also mehr richtig gewesen. Sie hat ihrem Wortrechnung getan und sie hat das Gesetz 2011 geschrieben, und wenn sie 2012 hat weiterlassen, hat sie das nächste Jahr ein Budgetgesetz für das Jahr 2012 verlängern lassen. Die hat keine Ahnung, was für ein Geduld da die schon Herr Lux, wie da die Sozialisten, aber aus der Vergangenheit so gut kennen, wie es wen sehr dann die empfallen. Kann ich mit aller Ruhe auf die nächste der fällt nach. Ich habe gesagt, Sozialisten bleiben so lange stehen, bis sie fallen. An den Tag, die könnt. Dann muss man da als Kap eine Rolle nehmen. Steuererhebungen, was Betriebe anbelangt, da haben wir für Betriebe auch 2 Steuererleichterungen. Die Erhebung von der Solidaritätssteuer, die geht für Betriebe von 4 auf 5% drauf, und das bringt dann der Staatskäse 12 Millionen. Allerdings wissen wir, dass dann 80% oder 80% von den Betrieben laut Informationen von der Steuerverwaltung keine Steuer bezahlen, also dann auch nicht unter die Solidaritätssteuer fallen sind, also die 20% für Betriebe, die Steuer bezahlen, die Erhebung von der Solidaritätssteuer wäre zu einem Kostenpunkt von 12 Millionen. Wenn Ihnen auch die Reset von den Überzopperfirmen beirechnen, dann gibt Betriebe mit 62 Millionen zusätzlich belastet gehen. Herr Präsident, Herr Bodri hat für 3,5 Wochen am Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung für die Kollegen von DP gesagt, es wird kein, den am 1. Januar Männer an seiner Partei hat, wie das für der Fall war. Und zwar wird das darüber zurückzuführen, wenn die Leute einen Index gekriegt hätten. Wenn in die Evaluierung mal ein bisschen mehr genau guckt, da sieht Herr Bodri am Anfang, dadurch, dass wir die Betriebe getan haben, einen Indextranche zu bezahlen und Leute noch mehr an die Partei kriegt, und dafür können wir dann über den Weg von den Steuern der Leute das Geld wegschwellen, und dann hat der Staat weiter an der Käse. Das heißt, dann wird die Leute tun von der ganzen Operation nicht. Mit Betrieben haben wir mehr bezahlen, und das, was Betriebe mehr bezahlen, das hat der Staat weiter an der Käse. Das ist, wenn in das weiter verfolgt, das, was Herr Bodri für 3,5 gesagt hat. Das also muss sagen, dass wenn heute Betriebe mit 65 oder mit 62 Millionen belastet werden, muss auch die Betriebe die anderen Belastungen, die sie mitkriegen tun, über TV mit zurechnen, und das hat den Sozialisten auch vergessen. Herr Präsident, über den billigen Akt oder Zinssubventionen brauchen wir am Anfang nicht mehr zu verlieren, weil sie stehen nicht mehr am Projekt der Loi dran. Wir müssen aber nehmen, dass die Absicht war von dieser CSV-LSAP-Regierung, die über Jahre nicht fertig tun, für die Wohnungsbauproblematik hier im Land an den Griff zu kriegen, den die Politik über Jahrzehnte dazu gefordert hat, dass etwas Partei am Land immer als das Normalste von der Welt angesehen ist, nämlich dass alle Bürger hier im Land, vom Bankdirektor bis bei der Schmelzarbeit drauf, jeder kann sich hier in diesem Haus immer eine Wohnung, ein Haus, ein Heim für seine Familie leisten. Und das ist aufgrund von der Politik, die über 10, 15 Jahre von allen von den CSV-Wohnungsbauministern gemäht ist, heute zu Lützeburg zur Exklusivität gehen. Die Lützeburger sind dummer zu Auswanderer gehen, sie gehen selber zu Frontalien, und dass die Politik sollte weitergehen und die Regierung dummer bewiesen, dass alle nach Volt den billigen Akt ausschaffen, dummer wie ein Baupreise
nicht mit teuer oder mit billig, wie den Herr Frieden, der die Nächte auf der Television hat, versucht zu erklären. Aber für diejenigen, die nicht kauft, wird aber mit teuer gehen, und zwar den Montan vom billigen ab. Das heißt, die Regierung wird also Riedführung vor, für unsere Juren unmöglich zu machen, für hier am Land nach können in Eschnehm kriegen. Was ich als persönlich als der größte Skandal gesehen von der Politik hier in Lützeburger Land, dass als Juren nicht mehr kann, sich hier zu Lützeburg in Eschnehm ausschaffen, wenn nicht die Eltern und Großeltern da sind, die massiv beisteuern, also hier am Land nicht mehr. Und das ist Versuchen von der Politik, von dieser und der vierten Regierung, an die von den Druck von den Gewerkschaften an der Opposition nicht groß genug gewesen wäre, für sie Karima mit der Politik weitergeführt, und sie hat den billigen Markt aufgeschaut, und sie hat Subventionen reduziert. Auch das Deplacement, sie nicht mit meinem Kollegen Bausch von den Geringen d'accord, den hat, sollten aufschaffen. Nee, die sollen beibehalten. Weil sie gerade die Leute, die schaffen gehen, die müssen ganztags laut. Und alle Leute, die für den öffentlichen Transport gehen, dann soll es für die eine Belohnung sein, dass die freie Deplacement kriegen, und sie kriegen den öffentlichen Transport, den wir für uns gratis verlieren. Wir machen den Herr Staatsminister verbal, ob als EW mitgegangen bin, nicht, aber in der Zwischenzeit zurückgerüttelt. Herr Präsident, von Haut an diesem Land keine Akzeptanz als für die Politik, die von dieser CSV-LSAP-Regierung gebeten, dann ist das just ganz allein hier schuld. Weil sie erstens für die Wahlen Leute so belohnt haben, wenn nie eine Partei oder eine Regierung für die Wahlen belohnt haben. Aber weil sie so belohnt haben, haben sie eben ein Problem, für nur die Wahlen eins zu gehen, und dafür als eben an dieser Majorität Rapp a Klapp laut dem Motto Park verdreht sich, Park zerschlägt sich, schließlich aber mit dem traurigen Resultat zahlen muss der Sachse, und das in diesem Fall der Bürger.